Moin moin und guten Tag. Hier ist wieder der Plattkanal mit düt und dat. Ich grüt jau und ich freu mich, dat Jürien kiekt. Laut uns mal nix anfangen. Ich schog wieder eins wieder so wie letzte Mal. Bloß noch ein bisschen schlimmer. Nu haut sich die Inder und die Pakistani auch noch gegen sie dich die Köp in. Dat geht Kaschmir, hab ich gehört. Also bloß so'n Pullover. Also Toffatten ist das nicht. Ich hab mal ne List gemacht, wo überall die Kack auf unseren schönen Globus hier an Dampen ist. Ich lese schon das mal vor. Nee, so vertiet habt wir nicht. Wir habt jo noch andere Sorgen. Wir habt einen neuen Papst. Und das ist doch mal wat Gaues. Papst Leo die Feiteste ut Amerika, USA. Zuerst hab ich gedacht, nu ist doch passiert. Nu habt sie Trump seine Bewerbung angenommen. Hei hätte Interesse hat. Und auch einmal von Sieg so ein Papstporträt postet. Aber dann habt sie ein Beratertau im Sicht, dass ein Papst überhaupt nicht verheiratet ist und das auch nicht so mit de Frauenslüd hat. Und dann hat Trump gesagt, dass ihm das doch nicht mehr so interessiert. Hei ist auch überhaupt nicht katholisch und auch sowieso kein große Kakengänge. Aber hei hat Köttens ganz erfolgreich Bibeln verkauft. Aber die Posten an sich, also die im reizt. Nu habt wir also Papst Leo, die Feiteste, das ist ein Bischof aus Chicago. Dann können wir bloß hoffen, dass der das ein Bäde hinkriegt. Aber der erste Eindruck, die ist einmal ganz ollig. Wo wir nu grad bei Trump wollen, die deutsche Duden, die kriegt nun ne lütte Ergänzung. Das Hauptwort von Trampeln, das ist nu Trump. Und uns Pappkopf Putin, der hat einmal ne Jubiläums-Militärparade da in Moskau obmarschieren lassen. Er hat den deutschen Reichstag von Berlin nachbauen und stürmen lassen. Also, ist das noch Kreativität oder ist das als Schizophrenie? Seit Anfang der Weg haben wir in Deutschland den neuen Kanzler, Friedrich Merz. 2 Wahlgänge hätte er aber gebraucht. Aber ist doch okay. Ne? Der neue Papst Leo die Feiteste, der hat 4 Wahlgänge gebraucht. Fritze sogar durch die Grüne Wägens, bloß Pistorius, der hat sein Amt beholen. Also sind so nicht alles neue Köpfe. So ein Lütbetten wie in Amerika ist auch dabei, der Chef von Mediamarkt, der war nu Digitalminister. Und analog, nee, Annalena Baerbock, so rum, der begift an Johann Wadefuhl, aber nur noch mal zurück zu unserem Digitalminister. Nicht, dass nu die Fernsehers düre ward, denn in de 3 Jahren, wo Cem Özdemir Landwirtschaftsminister werden ist, hat sich die Dönepreis doch verdoppelt. So, und dann ist schon nur noch Muttertag. Einmal im Jahr ein Gedenktag für die Mütter. Fleurop und Floristikbranche, die macht an düt Wochenende das Hauptgeschäft in Jahr. Und dann ist das ein Jahr lang wieder ruhig. Was kiekst du denn da, Alwette? Het Mutters in mein Zimmer oben. Ich kiek Superman. Die kann alles. Genau wie ich. Het Mutters oben. Bloß mein Kostüm. Das ist mein dreckig Schött. Ja. So. Und nu könnt wir an Helmut übergeben. Die weiß nämlich auch allwetter wat. Helmut. Moin, ja, hier ist wieder Helmut. Ich will nüdlich Tennen putzen und mag min Muhl oben und denk, Mensch, da baben an den Oberkiefer so ne lütte Eitezist. Also so ein lütten Pickel. Gaut, das kenn ich schon noch von min Gesicht. Het wahrscheinlich werde mit mine verschleppte Pubertät todau. Por doch aftäuben, het sich dat wahrscheinlich erledigt. Woi aber nicht so. Im Gegenteil, würde es grötte, also doch drücken. Kenn ich sie auch noch von mein Gesicht. Wenn du
so'n Pickel in Gesicht utdrücken deis, den Land de Inhalt schütt meist ob'n Spiegel. Also ist ein Betten eklig, lässt sich aber so gar nicht verhindern. Die Frage ist nu, wann macht man das weg? Also sofort, den schmerzt das aber immer so. Ne? Oder lässt man das Leibe erstmal so ein Betten andrücken. Also nu hätt in Betuch ob dann Spiegel so ein Eidepickel an Oberkiefer einen entscheidenden Vorteil. Also der Inhalt, die verblifft ihn mul. Man muss jetzt also bloß noch schlucken. Geschmacklich würde ich singen, würzig. So ein Betten, dort Gewürzpulver von Maggi, Fondor, das kennt ihr sicherlich. Das ist ja auch so geil. Nu denke ich grad, also Maggi war doch wohl nicht. Nee, also das kann ich mir nicht vorstellen. Obwohl, ich rob dann nachher noch mal an. Besten Dank, Helmut. Wie Maggi, da musst du mal kicken. Das Unternehmen, das ist 1887 gegründet worden. Die hat wahrscheinlich noch eine dreistellige Telefonnummer. Genau wie die HSV. Also, die hat keine dreistellige Telefonnummer, nee, aber die sind auch 1887 gegründet worden. Aber Maggi, das ist ein Weltunternehmen. Das bringt uns nur auch uns Thema Sport, Fußball, Bundesliga. Ich hab das Fenster erstmal taumacht. Das wollte ich überhaupt nicht mehr tau erträgen. Die HSV-Fans, die krakeelt dann ganzen Tag hier durch die Straßen, als wenn sie Weltmeister worden sind. Dabei sind sie doch bloß in der ersten Bundesliga absteigen und dürften nun zumindest mal für ein Jahr wieder mitmachen. Und hier, mein FC Bayern ist letztes wegen oben Sofa Meister worden. Das 34. Mal, das nimmt man dann einfach mal so mit. Also Fellmehl wollte ich auch nicht. Thomas Müller. Dann war ich aber vermissen. Also auch wenn ich nix von Bayern München wetten wollt. Aber das ist ein feiner Kerl. Genau wie Xavi Alonso. Dann war ich auch vermissen. Ist auch ein feiner Kerl. Der hört nur in Leverkusen ab und der geht trüg in seine Heimat. Löwe jedenfalls. Aber das möchte in Leverkusen einmal wieder so Wiege machen. Ich mag nun nicht mehr Wiege, ich mag nun Schluss. Das wollen wir den Plattkanal mit dort und dat. Ich freu mich, dass Jirin kegen hei. Ich lass werde von mir hören. Ich bin Jürgen Müller.